Moi Moien ha immer gut Rëm ze gesinn. Sinnerem Haifäng Seance Yoga Umstuhl, mat mégem Stuhl. Sitz Dich ganz relax. An wie immer mer eng Sitzung haut, vu ma bësse vun allem Mächen oder net wie immer. Wir fänken nun, wie immer, schön riet, so wie es geht. Brauchen ein bisschen raus. Wir werden dann so. Aber wir versuchen wirklich, ein Face zu spüren. Als Zehen, die können ein bisschen aus dem Nähe gehen. Die Schultern sind ganz relax. Gesicht ist ganz relax. Und wir atmen tief an, tief aus. Versuchen, durch die Nuss zu atmen. Das tut auch schon näher. Wir essen mit dem Mund und wir atmen mit der Nuss. War möglich. Wir immer aufpassen, wenn es für euch kompliziert ist. Wir dann so. Und wir fragen uns, wie geht es noch heute? Geht etwas viel oder nicht? Das ist eine gute Novelle. Wie fühle ich mich psychisch? Also mir okay, sind ich zufrieden, unzufrieden, Rosen, egal was es kommt. Tipptopp. Und dann machen wir dann lösen ab. Dann hützen wir die Schultern ein bisschen, der lässt den Körper, dann nur innen, Schultern schön relax, anatmen, schön rup, und ausatmen. Und machen wir noch 4 Mal. Anatmen. Und los, schäden alles raus. So. Noch ein Kehr. Anatmen. Schön rup, bis auf die Ohren. Und noch 2 Mal. Anatmen. Und die letzte Kehr. Anatmen. Und dann Tänder auf die Beine, dann mal so. Für sich zu spüren, ob die ganz einfache Übung ihr hilft. Der Roserei lassen zu gehen, das was in der Block nicht geht, einfach lasslos. Oder das können spüren oder nicht. Dann machen wir dann ab. Und dann machen wir nach ein Kehr ganz bewusst und löst wirklich raus, was soll rauskommen. Dann lässt den Körper anatmen und ja, das kann ja werden flott. Tipptopp. Nun machen wir eine kleine Übung für die Darm. Wenn wir die Übungen machen für die Darm, wir halten einen eng, die wir den Brüll aus. Wir brauchen das hier nicht zu sehen. Und dann schütteln mein Daumen. 4 Runden an. Und ich komme mit dem Daumen so nur wie möglich bei denen an. Ich ballucke ein bisschen, ausatmen, so weit wie es geht, das heißt den Arm strecken. Anatmen kommt ganz löser. Ich ballucke, bis er den Fanger nicht mehr sieht. Ausatmen, wir machen nach 3 Mal. Anatmen, tief anatmen. Ausatmen. Anatmen, ausatmen, anatmen und ausatmen. Tipptopp. Und dann reiben wir die 2 Hände, dass sie gut fern gehen. Und dann legen wir die Hand nicht gegen Darm, gegen Gesicht, okay? Das ist kein Kontakt zwischen der Hand und dem Gesicht, mehr wie wenn der so eine Muschel hat. Muschel ist rundherum Darm, und ihr könnt jetzt von den Händen spüren, die wirklich an den Darm rangeht. Gesicht ist wie immer ganz relax. Und wenn wir noch nachher gehen, wir reiben die Hände schön. Andere gegen Gesicht. Tipptopp. Könnt ihr das spüren? Das ist immer gut
Owes oder wann der viel beim Computer sieht oder viel gelesen hat oder viel für der Tele, macht das 1 oder 2 Mal und da werde gesehen, da geht es direkt viel besser. Okay, der Regelraum Cherit, dann auf die Beine, Schöllere ganz relax, versucht wirklich zu spüren, wie relax die Schöllere sind. Wir haben als Cherit, brauchst du also ein bisschen raus. Und dann machen wir dann rum ab. Und dann eine kleine Übung für die Schöllere, wir müssen anders. Letzte Kehr haben wir just nicht die Schöllere nur Hände bewegt. Das Kehr bewegen wir die Schöllere und die Ellenbeine. Okay, sind ihr dabei? Schön nur Handen. Schön nur Handen. Schön Brust raus. Weil das schön los. Geht nicht mehr weit wie das, was ihr könnt. Das soll nicht weh tun. Die müsst zwischen den Schölleren spüren. Ganz relax. Nach 3 oder 4 Mal. Das könnt ihr morgens auch machen, wenn ihr aufsteht. Für den Körper ein bisschen zu hitzen. Tipptopp. Los wir die Hände ab. Die Beine nehmen dann so, und wir spüren, was an den Schölleren lassen. Sind die Schölleren ein bisschen wie warm, könnt ihr das spüren oder nicht. Wir atmen tief an, tief aus. Und wir haben die anderen ab. Und dann machen wir das selber, nur Hände mit. Wir haben auch immer ein bisschen noch viel. Ich weiß nicht, von der Seite fangen zu zoomen und anatmen, wie viel rund. Ausatmen, schon ein bisschen noch viel. An den Rücken geht ein bisschen mehr. Nicht übertreiben. Anatmen, weit nach Handen, du kannst sogar ein bisschen in den Plafond gucken. Ausatmen, runter. Geht nicht zu weit, kann ein bisschen noch viel. Nach 3 Mal anatmen. Ausatmen. Da können wir den ganzen Rücken an Bewegung kriegen. Anatmen und ausatmen. Die ganz flexibel sind, können sogar nicht weiter raufgehen, nicht übertreiben. Guckt. Nicht übertreiben. Wenn du 2-3 cm noch viel hast, also doch schon okay. Und dann lässt du noch Hände. Und um 4. Und wir kommen also am schönen Sitzen. Dann auf die Beine. Dann so. Sich zu spüren, was an unserer Wirbelsäule los war. Die haben wir schön mobilisiert. Das wird dir helfen, die schön zu halten. Brust raus. Passt auf, du kannst als Richtung Brust. Wir atmen tief an und tief aus. Ich habe schon gesagt, mich zu wiederholen nicht. Wir benutzen 30% von unserer Lungenkapazität. Am Alltag geht es immer Männer, du weißt, das ist wichtig, richtig. Und dann ausatmen. So weit es geht. Yes. Nun machen wir eine kleine Atemübung. Die 2 Hände sind um den Bauch. Das ist für das wir den Bauch besser spüren. Anatmen, den Bauch ran. Die drückt ein bisschen. Ausatmen, den Bauch raus. Mach einen ganz dicken Bauch. Und nach anatmen. Ausatmen. Ich weiß nicht, ob von der Seite. Anatmen. Ausatmen. Mach wirklich einen dicken Bauch. Guckt. Yes, wie wenn der schwanger wird für die Frau. Anatmen. Das ist eine Massage von den ganzen Verdauungsorganen. Und nach. Anatmen ran. Ausatmen raus. Den letzten Kehr anatmen ran. Ausatmen raus. Und dann auf die Beine für sich zu spüren, wie immer, was am Bauch los war. Wenn der Stuhlgang Probleme hat, das kann ich helfen. Das kann Hützbock bringen.
machen wir die anderen ab. Und wir machen dasselbe mit umgedreht. Okay? Anatmen, wir drücken den Bauch raus. Ausatmen, wir drücken den ran. Anatmen raus. Guck, ganz dick weg. Und anatmen, ausatmen ran. Nach 3 Mal. Anatmen raus. Ausatmen ran. Das ist ein bisschen mehr kompliziert, das man dann natürlich. Könnt ihr auch machen, wenn ihr am Bett liegt. Ne? Und die Matratze nicht zu Müll ist. Und dann gleich die Kehr. Und nur normal atmen. Spürt, das fällt keinen nicht vor. Mit dem da, wo der Leber, das ganze Darmsystem, wo der massiert. Prostat für die Männer, Gebärmutter und all die sexuellen Organe bei den Frauen. Das ist eine richtige Massage vom Innerleib. Und ihr könnt mir relax machen, mich stark, dem nur wieder ihre Haut fit. Ganz normal atmen lassen. Und nun machen wir etwas ganz Komisches zusammen. In der Brüller Maus, wir machen dann so, wir machen die 2 Daumen, und den Daumen machen wir durch so. Die 2 oder 3 Fingern sind über den und nun machen wir die Beine. Anatmen und nur ein Bein. Anatmen und Bein. Und die letzte Kehr anatmen und Bein. Und eure Blues, der Brüll und wenn ihr nachsehen wirst, dann auf den Beinen, auch für sich zu spüren, ob dem weitergeht am Körper oder nicht. Und was bringt das mit? Durch die Übung, wo denn so das Gefühl ist, auf jeden Fall, dass Zellen so erwaschen. Ist das bei ihr schon so oder ist das nicht? Für sich zu spüren, wie ihr Herz klappt, könnt ihr dann Oberkörper an der Brust spüren oder sogar am Bauch. Hier hast du am Ende von der Fangeren. Und hier hast du sogar an der dicker Zehe. Da sind so, was ich dann wohl zu experimentieren. Oder am Hals. Wo kann ich die Herzklappe spüren? Die wisst ja, wo das Herz ist. Die sieht ein bisschen aus beim 10. Kur. Die gibt die alltag besser, allkeers besser. Die spielt immer mehr Sachen. Du willst proposieren nicht Lobi subtil Sachen. Okay. Wir machen dann ab. Und wir bleiben am Stuhl sitzen. Wir heben just die Rechtszeit, die Rechtshüfte 1 cm. Die gesiedet Ball nicht 1 cm. Andere mal auf. Die andere Seite. Anatmen, links. Und ausatmen. Sieh da. Anatmen. Und auf. Ich bleibe am Stuhl sitzen. Anatmen. Ausatmen. Später wird dann die Hüfte lassen. Anatmen. Ausatmen. Nachts. Anatmen. Ausatmen. Und dann ein Kehr. Anatmen. Ausatmen.
Anatmen, ausatmen. Dann zo, kann op de Been, für sich zu spüren, was an den Hüften los war. Und sie ganz leicht gehoben. Das könnt ihr regelmäßig machen, da man mobilisiert die Hüften. Das kann eine Operation vermeiden, wenn die Hüften noch nicht so viel Probleme hat. Und wie immer, tief anatmen, tief ausatmen. Und wenn ihr so weit sitzt, drehen wir die Hände und dann drehen wir rundherum die Hüfte. Fängt los an, kleine Kreis. Und dann kann der Kreis immer mehr groß gehen. Guckt, was für euch möglich ist. Guckt, ich kann ganz weit gehen. Wenn er mehr weit für noch angehen muss er ein bisschen noch vier regeln. Und dann können wir nach mehr weit gehen. Aufpassen, nicht fallen. Weit noch vier. Wir machen dir, was ihr könnt. Wenn eine ganz kleine Krise ist, kein Problem. Wir bei euch sind die mehr weit können gehen. Und danach ein bisschen mehr weit. Und mehr weit noch Handen. Und mehr weit noch vier. Und mehr weit noch Handen. Wir machen, was ihr könnt. Und dann kommen wir rum. Wir machen 1 Minute dann so. Und nu wisst ihr ja, was könnt, dann machen wir die andere Richtung. Okay? Wir fangen ganz los an, mit einem ganz kleinen Kreis. Wenn es nicht mehr geht, stopp. Okay? Passt gut auf ihr Job. Ihr müsst spüren. Wenn es weh geht, stopp. Und so kleine Kreise könnt ihr immer machen. Die andere Richtung, wir fangen ganz klein an. Ganz klein. Wir bleiben schön im Stuhl sitzen. Ja. Weil dann schau ich mal ein bisschen mehr weit. Normal atmen. Nicht blockieren. Wenn es gut geht, können wir ein bisschen mehr weit gehen. Danach mehr weit. Danach mehr weit. Und so weit wie möglich. Und Hände nach einmal. Und dann kommen wir jetzt löseren sitzen. Dann komfortabel auf die Beine, das für euch passt. Wir bringen die 2 Füße an die 2 Knie nebeneinander, direkt schön. Wir können Richtung Brust. Vorsicht zu spüren, was los ist. Also legen wir die rechte Hand auf die linke Schulter und die linke Hand auf die rechte Schulter. Dann werden sie gekreuzt und das ist wie wenn der richtige dicke Kuss gibt. Und wir wackeln leicht rechts nach links. Okay. Voilà. Hol dich selber an der. Noch ein bisschen mit deinem so, aber Vorsicht wirklich von links auf rechts. Und spürt, dass das gut geht. Die dich selber gut. Ein Einzieh für uns. Tipptopp. Und schau, der umgedreht. Die linke Hand nach innen. Wir drehen dann an die andere Richtung, dass die 4 war Handen ist und die andere war 4. Und dann kommen wir los im Ruf. Und dann machen wir etwas, was eine richtig Yoga-Postur ist, die man normalerweise
Boden Männen Heimmember Stuhl, das eng Power Postur. Okay? Also wir drehen eis nur längs an dat Linkbeen geht nur 4. Und es bleibt, guckt op 90 Grad. Dat Handen bleibt plus ou moins riet, nicht übertreiben, okay? Wir sitzen, also ich sitze Stuhl. Das Bein nur Handen, also das kann man so sehen, macht was ihr könnt oder gestreckt. Seht ihr dabei? Brustschäne raus, wie immer. Anatmen, Hände oben, vertikal. Und dann guckt ihr Richtung Plafond. Und wir atmen. 2-3 Mal. Ganz tief anatmen, ganz tief ausatmen. Kann sie nicht gegen den einen, mir das am Anfang egal, weil es für mich komfortabel ist. Wenn er weh und an der Schulterin könnt ihr doch so machen, okay? Also ihr braucht der nicht zu helfen. Was wichtig ist, ist wirklich, viel dir stark. Die sind stark Frauen und stark Männer. Aber wenn die oben waren, bringen wir den loseren Hof. Wir drehen uns rum und mit. Wir bloßen den schön aus dem Nähen. Der Rick als schön riet. Wir atmen tief an, tief aus. Wenn wir so weit sind, machen wir es, drehen wir noch rechts. Rechtsbein noch 4, 90 Grad. Wie viel noch? Das Handen wieder könnt. Okay? Entweder ganz gestreckt. Das ist ein bisschen mehr kompliziert, dann aufpassen wir am Rücken. Oder auch ein bisschen nach innen. Okay? Wenn ihr so weit seid, anatmen den oben. Wenn ihr kein Schulterproblem habt, sonst einfach die 2 Hände für der Brust. Kein Problem. Entweder der eine oder der andere. Und wir atmen 3 Mal tief an, 3 Mal tief aus. Nicht vergessen zu atmen, tief an, tief aus. Und ich spüre dich ganz stark. Ganz stark Frauen, ganz stark Männer. Das heißt als eine Power-Demonstration. Spür dich ganz, ganz stark. Die Rätsel fängt aus schönem Boden. Und los, der wir am Hof. Und wir kommen noch um 4. Knien ab, Face gegen den Nähen. Direkt schön riet. Und versuch darum zu spüren, was los ist. Und nun machen wir dann so, pardon. Und nun machen wir mit den Beinen dasselbe, und das ist eine Kraftposition, okay? Das ist stark, und ihr seht mit Genuss an Zukunft. Wir drehen uns wie wir früher waren, also links, wir drehen uns nur links. Links Bein ist, wie gesagt, hier auf 90, Handen wieder könnt. Und dann mit dem linken Ellenbogen auf die linke Knie, wie wenn er am Bistro wird. Und mit dem rechten Arm gehen wir rauf. Und ein bisschen horizontal. Und dann immer rauf. Und dann gucken wir gucken als Rechtshand. Und wir drücken mit dem Ellenbogen gegen die Knie. Und wir spüren uns groß. Und spürt wieder hier auf der rechten Seite geht lang schön ab. Tief anatmen, tief ausatmen, 3 Mal anatmen, 3 Mal ausatmen. Und nun zum Schluss, wenn es geht, den Arm ein bisschen über den Kopf. Dann ganz tief anatmen, ganz tief ausatmen. Dann los mit der Hand noch 4. Und dann drücken wir auf unseren Ellenbogen und dann kommen wir rüber. Das ist ein bisschen mehr physisch, wie gesagt.
Geht nicht so weit, wenn es nicht möglich ist, kein Problem. Schön im Stuhl sitzen bleiben, nur drehen wir uns noch jetzt. Immer 90 Grad, das ist wichtig. Ne? Dass der Fuß schön im Boden ist. Beine haben den Rücken gestreckt oder die Mat, was ihr könnt. An den Lob, am rechten Ellbogen, auf die rechten Knie. Sind wir so weit? Tipptopp. Anatmen, die linke Hand mit dem linken Arm herab. Und dann ein bisschen oben. Schön strecken. So richtig spüren, auf der linken Seite, dass die linke Lunge, die geht so richtig auseinander. Das ist so richtig Power. Schön anatmen, schön ausatmen. Wenn ihr so weit seid, gehen wir ein bisschen wie weit. Dann gucken wir vielleicht zu gut oben, nicht übertreiben. Kommt zurück, wenn es nicht mehr geht. Am rechten Fuß sind wir schön am Boden, schön fest. Und nur brav kommen wir rauf. Und wir strecken uns rum. Die zwei Füße gehen daneben. Der Rieder ist schön ried. Und dann gehen wir noch 4. Und wir versichern uns, wenn es möglich ist, den Kopf auf die Knie. Das ist ein bisschen kompliziert. Wenn es nicht geht, guckt man den Faust. Ein Faust über die andere. Und dann eine runde Rück. Und so wie wenn der so geküsst wird. Schön anatmen, schön ausatmen, der Rück als schön runde Rück. Schultern sind ganz relax. Tief anatmen, tief ausatmen. Und dann kommen wir ganz los mit dem Rücken rum. Passt auf, der Kinn bleibt, solange es geht, Richtung Brust. Ganz los rum. Ein Wirbelseil oder der andere. Vorsicht, das fix zu spüren. Aber wenn der Rücken riet, recht dann der Kopf geht ein bisschen rum. Und dann gucken wir ganz los nach rechts und nach links. Geht nicht so weit, 1-2 cm. Noch ein Kehr in der Richtung. Und dann bleiben wir schön an der Mitte stehen. Die anderen so, die Hände auf den Beinen. Vorsicht, Face zu spüren, die sind schön am Kontakt. Die Face mit dem Boden. Den Hühner, also im Stuhl. Schöne breiten Hühner im Stuhl, die hat wirklich einen guten Halt. Dann so. Und dann fragen wir uns, wie geht es Marilo? Physisch, psychisch. Ich versuche, Herzklappen zu spüren. Die Schultern sind ganz relaxed, du siehst, das entspannt. Und du sagst mir merci. Ich sage mir selber merci. Für die Flotübungen, die ich mit meinem Körper gemacht habe. Dann machen wir die anderen ab. Das war es für heute. Ich sage dir vielmals merci. Bis geschwind. Adi, pass gut auf dich auf. Ciao, ciao.